Es ist Montag, der 8. Juni. Ich begrüße euch herzlich mit Jesaja 40, Vers 2. Das ist ja quasi der Auftakt zu dem Trostbuch, wo man sagt, Jesaja 40 folgende. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Das ist ein gewaltiges Wort. Dazu Römer 8,21 wird noch ausgeweitet auf die ganze Schöpfung. Auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Was ist eigentlich Schuld? Was meinen wir, wenn wir sagen, vergib uns unsere Schuld? Der biblische Schuldbegriff, die biblische Dimension. In unserem Sprachgebrauch ist es immer präsent, wenn man sagt, ich bin nicht schuld. So manchmal habe ich gehört bei meinen Kindern, ich war es nicht gewesen, oder ich habe nichts dafür. So dass ich schlussendlich gesagt habe, hört, es hat auch 2 Papageien gegeben auf diesem Baum im Paradies. Der eine hat immer gesagt, ich war es nicht gewesen, und der andere hat gesagt, ich habe nichts dafür. Jetzt hänge ich die 2 auf, aus Karton habe ich die gemacht, an die Lampe über dem Esstisch, mit diesen beiden Sprüchen drauf, und habe gesagt, das wollte ich jetzt einfach nicht mehr gerne hören. Weit verbreitet ist die Meinung, ich habe Gottes Regeln gebrochen. Das ist eben die Schuld. Wir brechen seine Regeln. Wenn wir so denken, dann haben wir natürlich so etwas wie einen Strahl für unsere Läuse rauszustrahlen. Das sind die 10 Gebote. Und da muss ich sagen, da bleiben ja immer Läuse hängen. Es gibt immer wieder irgendetwas, wo wir damit haben, die 10 Gebote, eins davon, irgendeiner Art und Weise übertreten. Es kann einen gewissen Nutzen haben, das von Zeit zu Zeit zu machen. Man sagt ja zum Beispiel, so eine Jahresbeichte ist gar nicht so schlecht. Das Problem ist einfach, es hört nie auf. Ich kann mich besinnen, eine Lausenplage war eine mühsame Sache, wenn man viele Kinder hat, wie wir das ja so erlebt haben. Wenn nachher nach der Sommerferien durch irgendeine Familie, die irgendein südlichen Land hat, Ferien verbracht, eine ganze Schulklasse Läuse hat. Und dann geht man dahinter, alles wird gewaschen, Bettwäsche, Kleider, sogar Teddybären und die anderen Plüschtiere kommen dann ins Gefrierfach 24 Stunden und dann hat man die Lausenplage hinter sich und eins, wo wir das so extensiv machen mussten, hat es nachher wieder neu angefangen. Haben wir nochmal hinterführen müssen und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie einem das stinkt. Also nimmt man lieber eine andere Definition von Schuld. Nicht, ich habe Gottes Regeln gebrochen, sondern ich habe Gottes Herz gebrochen. In unserem Text hier, oder in diesen beiden Texten, haben wir 3 Ebenen, die ein bisschen zeigen, um was es hier geht. Das eine ist die Ebene Schuld und Vergebung, im Jesaja. Eine weitere Ebene ist Vergänglichkeit, Ewigkeit, in unserem Römertext heute. Und die dritte ist Knechtschaft und Freiheit. Kommt in beiden Texten vor. Also ist alles, was mit Schuld zu tun hat, noch komplexer, umfassender, tiefgreifender und, fürs Modell zu sagen, nachhaltiger zu verstehen. Worum geht es denn? Im Regimentsstab, im Militär, hat man aber gesagt, der quoi s'agit-il? Das ist noch ein bisschen treffender. Was ist der letzte Grund? Was ist wirklich die Tiefe von der Sache? Und dann kommt man zurück zum Anfangszustand der Schöpfung. Und ja, wenn ich aber hier in meiner Bibliothek etwas erkläre, heisst das, heute braucht es auch noch ein bisschen den Grips. Also heute muss man ein bisschen theologisch denken, heute muss man ein bisschen hinter die Kulissen schauen, heute geht es ein bisschen um mehr. Nicht nur ein Anschauungsbeispiel, sondern hier geht es eigentlich auch ein bisschen um Basics. Der Anfangszustand ist gekennzeichnet durch die Freiheit der Kinder Gottes. Die Freiheit, die Leichtigkeit des Seins, wie man vielleicht auch sagen kann. Das heisst, Menschen, die sich frei bewegen können. In der Liebe, in diesem grossen Raum, in diesem grossen Wohlwollen von ihrem Schöpfer, von ihrem Vater. Jesus braucht das Bild und sagt, jeder von uns weiss eigentlich ein bisschen, von was wir da reden. Nämlich werden wieder wie Kinder. Das wissen die Menschen. Hier ist nicht davon die Rede, dass man im Täubeli-Alter ist oder dass man jetzt plötzlich Teenager wird und so weiter, sondern hier ist
wirklich etwas sehr Anfängliches und Unschuldiges angesprochen. Und darum ist die Freiheit noch etwas mehr als nur die Freiheit vor Wahl. Das ist schon ein Aspekt. Man kann jetzt wählen, will man auf Gott hören, will man dieser Schlange hören. Aber die Freiheit ist mehr. Freiheit heisst kein Joch, kein Treiber, kein Strafsystem, kein Verfalldatum. All das macht das Herz wirklich sehr frei. Jetzt gibt es aber eine unerwartete Einladung. Es heisst nämlich eines Tages, hört, es gibt noch etwas Besseres, ihr kennt es einfach noch nicht. In Wahrheit ist da, wo ihr lebt, eigentlich ein Gefängnis aufgestellt. Und wir wollen euch fernhalten von eurem Glück. Etwas ist ausgeschlossen, das Wichtigste ist ausgeschlossen, also ihr seid rausgesperrt. Wir würden vielleicht eben eher sagen, rausgesperrt, nicht eingesperrt, aber letztlich kommt es auf das Gleiche raus. Nämlich hier gibt es den Baum, den vielversprechenden Baum. 999 Bäume stehen zu eurer Verfügung, aber der 1000. hat man euch nicht gegeben, der wichtigste hat man euch nicht gegeben. Wirf jetzt deine Fesseln ab und komm jetzt in mein Haus. Durchbrich das Gefängnis. Und komm in mein Haus, das kann ich nicht besser illustrieren als das hier. Etwas, was meiner Grosskinder im Moment sehr lieben, vor allem die kleineren. Weil sie wissen, jetzt kann man ja das drehen und jetzt kann man zuschauen, wie das abrundet. Ist doch lustig. Es rund und irgendwann hört es auf, ist alles dunkel. Aber der gesagt hat, komm in mein Haus, hat nicht gesagt, das kannst du dann nachher wieder kehren. Und man kann es ja nachher nicht wieder kehren. Es fängt nicht wieder voran. In Wahrheit bist du eingeschlossen in der Sanduhr und 2 Sachen passieren jetzt. Der Mensch wird auf einen Schlag vergänglich. Der Song, den ihr vorhin gesehen habt, es ist der Staub, den Gott davor hat. Staub bist du und Staub musst du wieder werden. Das, was Fleisch heisst, gesamtbiblisch, also Körper, Seele, das Kontinuum von Körper, Seele, der Zusammenhang von Körper und Seele, die beiden gehören ja untrennlich zusammen, das hat ein Verfalldatum. Das wird nicht bleiben. Das verrinnt wie der Sand in der Uhr. Der Geist, der sie belebt, der Geist, der sie stützt, ist nicht mehr vorhanden. Es ist unweigerlich, dass es am Ende zugeht. Und was der Paulus noch erwähnt ist, es kommt noch ein Verhängnis dazu. Etwas ist noch damit verhängt, nämlich der Einflussbereich des Menschen, die Schöpfung, die ihm untertan ist, die schreist er mit in die Vergänglichkeit und Vergeblichkeit ab. Und auch ins Böse. Da kommen wir jetzt noch drauf. Der Mensch wird ja jetzt auch noch Knecht. Er kann nicht mehr aus dieser Fremdherrschaft ausbrechen. Für immer ist er in diesem System und ja, das System ist nicht wohlwollend. Das meint es mit ihm nicht gut. Und er meint es dann mit den anderen auch nicht mehr immer gut. Das System ist eigentlich das Böse. Die beiden Knechtschaft auf der einen Seite, der Tod, das Verrennen auf der anderen Seite, sind eigentlich zweimal das Gleiche. Es ist der Ausdruck vom Gleichen. Es sind einfach 2 Seiten von einer Medaille. Beides ist geistlich und zugleich ist es auch konkret biografisch. Man kann sagen, geistlich die Sünde das ist das Loch, das gerissen ist. Das ist die Absenz von Gott im Leben. Das ist der Geist, der nicht mehr da ist, die Sünde. Und dann sagt man die Sünden und dann ist man schon wieder beim Strau und den Läus. Das sind die Sachen, die wir kennen. Aber es ist uns ja klar, dass das eben nicht alles ist, sondern das ist nur der Ausdruck davon. Die Sünden. Die Jesaja nennt ein historisches Beispiel
was die Knechtschaft eben kann sein in Israel. Das ist Babylon, also das babylonische System, die babylonische Gefangenschaft. Dort sind sie reingeraten. Das war einfach eine Ausprägung. Eine andere war Ägypten. Gefangenschaft in Ägypten, der Tod in Ägypten, King im Nil, all das. Und die Befreiung nachher daraus. Das sind so zwei Beispiele. Das sind aber nur Beispiele. Es geht um eine tiefere Wahrheit. Schuld. Wem schulden wir jetzt was? Wir haben also nicht Gottes Regeln gebrochen, sondern es geht um mehr. Wir schulden Gott seine Präsenz in unserem Leben, seine Gegenwart, die sehr viel mit sich bringt. Zuallererst einfach mal die Leichtigkeit des Seins, das Leben ohne Joch. Aber dann natürlich auch das Weitreichende, das Unzerstörbare, das Ewige. Wir werden mit ihm ja sein Reich teilen in Ewigkeit. Wir schulden ihm also seine Herrlichkeit, all das, was seine Präsenz mit sich bringt. Wir schulden ihm die Gemeinschaft, die Einheit mit ihm. Das ist sein Lebenswunsch für uns, das ist seine Sehnsucht nach uns, das ist eben das Vaterherz. Wir schulden ihm sein Reich. Es gibt kein Reich Gottes, nur bestehend aus Engeln, sondern wir sind eigentlich dort damit gemeint. Aber wir schulden auch uns selber etwas, nämlich die Freiheit, die wir aufgegeben haben, damit verbunden die Freude, der Frieden und noch so manches anderes. Das haben wir alles zusammen am Anfang gehabt, wir haben es uns selber geglaubt. Und ja, wir schulden sogar am Teufel noch etwas, nämlich wir schulden ihm Gehorsam, wir schulden ihm den Tribut für die Verträge, die wir mit ihm haben. Und das geht so lange, bis Gott sagt, wie es hier in Jesaja steht, jetzt wird die Schuld vergeben. Das heisst, das Schuldenverhältnis zur Gegenseite wird auch durchbrochen. Alle Schuld ist jetzt vergeben, am Kreuz. Wir sehen, wie viel Schuld das es ist. Viel mehr, als nur was im Strahl an uns bleibt hängen. Viel, viel mehr. Unendlich viel mehr. Ohne unendlichen Preis hat es gekostet, für uns dort rauszuholen. Der Tod vom Sohn von Gott. Eigentlich müsste man jetzt ja die Sanguhr zerbrechen. Wenn ich jetzt 20 von denen hätte, mich es, aber weil es jetzt gerade eine ist von meinen Grosskindern, lassen sie natürlich am Leben. Die dürfen sie dann gerne wieder kehren, so und so. Wir können unsere nicht kehren, die läuft nur einmal. Aber sie wird zerbrochen am Kreuz. Und von dann an haben wir wieder das, was immer hat sein sollen, was wir jetzt wieder dürfen haben, die Leichtigkeit des Seins. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag.